Gut, was haben wir da? Das hier sind die Pläne für die Renovierung des Museums. Das ergibt keinen Sinn. Diese Vitrine ist leer. Die Ausstellungsgegenstände wurden wohl woanders hingebracht. Wahrscheinlich aus Sorge darüber, dass sie durch die Bauarbeiten beschädigt werden könnten. Oder ein Bauarbeiter sich eines als Souvenir mitnimmt. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Hier geht's zu verschiedenen Ausstellungsbereichen des Museums. Aber ich habe noch... Also es scheint, dass wir da unten weiter müssen. Die Vitrinen wurden alle ausgeräumt. Da ist nichts mehr drin. Nein. Eine Karte... Der Zeitungsartikel, den... Der Zeitungsartikel, aber von dem wissen wir ja nichts mehr. Daran kann ich nichts... Oder wir suchen uns ab. Daran kann ich... Was aber etwas dauern wird. Daran kann ich... Das heißt, wir marschieren nochmal zurück ins Archiv. Um zu schauen, wo der Professor tätig war. Ja, der Herr Del Nero, der sprintet nicht, der geht da schon gemütlich. Ah, schon wieder. Schon wieder ich. Und zwar wollen wir zum Polizeipräsidium. Zum Polizeipräsidium. Okidoki. Und zwar wieder ins Archiv, habe. Wie war das noch? Gut, das war 5. November 33. Das müssen wir uns jetzt nochmal anhören. Ich suche nach der Ausgabe vom... An diesem Tag flog Ricks Café in die Luft und Patrick Olson wurde der Tat... Der Artikel besagt, dass eine Explosion um 12:23 Uhr in der Nacht Ricks Café, eine Bar auf der 81. Straße in der Nähe des Central Park, komplett zerstört hat. 3 Menschen starben bei der Explosion. Der Besitzer der Bar, Nick Fantini, 43, verheiratet, eine Passantin auf der Straße, Eleanor Guter, 37, Lehrerin, und August Zindler, 58, anerkannter Professor für Archäologie im Städtischen Museum von New York. Zindler, Professor Zindler. Verdammt! Das ist der Name, der in meinem Traum aufgetaucht ist. Bis jetzt haben diese Visionen immer gestimmt. Vielleicht sollte ich mal ins Städtische Museum gehen. Gut, woher kriegen wir denn Informationen zu Zindler? Da erinnert wahrscheinlich Nick.
Keine Akte für... War es der vielleicht irgendwas? Hallo, Officer. Was kann ich für Sie... Nix. Gut. Tschüss. Tschüss. Dann wollen wir nochmal ins Museum schauen. Ah, Wieder zum Museum. Zum städtischen Museum. ganz wie Wort. Das Museum ist die Wirt... Müssen wir nochmal genauer schauen, da, ob wir irgendwas finden über Zimbler. Oder was war denn das da draußen? Eine rostige Leiter. Jetzt brauche ich sie nicht. Aber wenn ich mir später doch noch eine Tetanusinfektion zuziehen will, dann weiß ich ja, wo ich hingehen kann. Gut, da nicht. Diese Kisten enthalten sicher Ausstellungsgegenstände. Daran kann ich... Tja, wo war er tätig? Daran kann ich nichts Interessantes... Gut, jetzt machen wir erstmal wieder eine kleine Pause, um das ein bisschen auszuprobieren. So, da sind wir wieder. Mit der Karte habe ich jetzt da mal anprobiert und nichts gefunden. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Da haben wir immer nur Kisten. Aber die haben wir doch alle angeschaut. Oder zumindest ist immer das gleiche. Die Vitrinen wurden alle ausgeräumt. Da ist nichts mehr drin. Das ist da, wo... Da sind auch bloß Kisten. Diese Kisten enthalten sicher Ausstellungsgegenstände. Diese Kisten enthalten... Gut, alles immer das gleiche. Das werden wir vielleicht einmal so benutzen. Vielleicht einmal mit der da. Im Gegensatz zu den anderen sind diese Kisten hier nicht beschriftet. Ach, die sind beschriftet. Mal sehen. Gut, was haben wir denn da? Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Rom in Italien. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 6 ausgestellt. Die ist nicht beschriftet, ist die. Im Gegensatz zu den anderen sind diese Kisten hier nicht beschriftet. Jetzt sind die anderen vielleicht auch beschriftet. Mal sehen. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Samarra im Irak. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 13 ausgestellt.
Raum 13. Das da unten. Im Gegensatz zu den anderen sind diese... Die sind auch nicht beschriftet. Mal sehen. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Iximché in Guatemala. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 28 ausgestellt. Gut, mal. Rom. Samara war da. Und das andere. Eine Karte des... der Zeit... Haben wir da Rom drauf? Nicht. Professor August Zindler. Der Professor war also Kurator der Abteilung für Islamforschung. Soweit ich das richtig deute, war dort auch sein Büro. Ich schaue mich da besser mal um. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo sich der Islambereich befindet. Aha, da oben steht Zindler. Gut. Und müssen wir da irgendwas anklicken? Daran kann ich nichts Interessantes erkennen. Samara, Irak hat doch geheißen. Sind wir da? Samara. Das ist der gleiche Name, den ich auf einer der Kisten im Atrium gesehen habe. Der Inhalt muss in der Islamabteilung ausgestellt gewesen sein. Er stammte aus Raum 13. Raum 13 muss also die alte Islamabteilung sein. Und dort muss sich auch das Büro des Professors befinden. Aha, gut. Und wo ist Raum 13? Da geht's zum Haupteingang. Da sind wir gekommen. Ich kann nicht das ganze Museum nach der islamwissenschaftlichen Abteilung absuchen. Da würde ich mich garantiert verlaufen. Gut, und wo ist dann? Ich kann nicht das ganze Museum nach der islamwissenschaftlichen Abteilung absuchen. Da würde ich mich... Ja. Zugegeben, diese Viecher müssen... Woher wissen wir, wo die Islamabteilung ist? Da warten nur so Kisten. Mal sehen. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Kaole in Tansania. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 20 ausgestellt. Wir müssen aber in Raum 13. Jetzt wenn wir... Da werden wir in die Viere kommen. Haben wir denn irgendeinen Plan? Hier geht's zum Haupteingang. Aber da muss ich nicht hin. So, jetzt kapiere ich gar nicht, was ich machen muss. Jetzt kostet Raum 13, weil da das Büro von Professor Zindler ist.
Die Karten zeigen Amerika vor der Entdeckung durch... Dann kam... Das nennt man... Das haben wir schon gehört. Tja, und jetzt? Eine Karte... Der Zeitungsartikel... Samara. Das ist der gleiche Name, den ich auf einer der Kisten im Atrium gesehen habe. Der Inhalt muss in der Islamabteilung ausgestellt gewesen sein. Er stammte aus Raum 13. Raum 13 muss also die alte Islamabteilung sein. Und dort muss sich auch das Büro des Professors befinden. Gut. Aber wie kommen wir da hin? Da können wir aussehen. Und draußen geht es ja nicht weiter. Das ist der Lohn dafür. Die Tür ist... Wer das auch? Das ist der Lohn... Die Tür ist... Wer das... Ja. Ich glaube nicht, dass sich jemand... Der Beschriftung... Gut, das war rum, dann war das da. Na? Die da hinten, glaube ich, war's. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Samara im Irak. Nein, ich wüsste nicht, was ich... Tja, wo ist Raum 13? Wie sollen wir denn da hinkommen? Da mag ich nicht hinten. Ich kann nicht das ganze Museum nach der islamwissenschaftlichen Abteilung absuchen. Da würde ich mich garantiert verlaufen. Ja, so müssen wir es aber trotzdem. Weil sonst kommen wir nicht da hin. Aber Moment einmal. Ist da oben denn nicht ein Plan gelingen? Ist doch vorne war doch einer, oder? Jetzt, wo ich weiß, dass Raum 13 der Bereich für den Islam ist, sollte ich den ohne Probleme mit Hilfe dieser Karte finden können. Okay, nun muss ich nur noch Zimmer 13 finden, in dem sich das Büro von Professor Zindler befindet. Ach so, jetzt spielen wir da Labyrinth. Müssen wir gerade da oben, da ist Raum 13. Können wir da durch? Weg. Dann gehen wir da rundum. Haut das hier oder? Nicht. Gut, muss ein anderer Weg her.
Jetzt wenn wir da rundum laufen. Da können wir doch nicht aussehen. Ja, wie soll denn das hier haben? Da können wir ja gar nicht um. Hier gibt's nichts Interessantes. Ich muss zu Zimmer 13, wo sich das Büro von Professor Z... Hier gibt's nichts Interessantes. Können wir denn da auf? Aha. Ach, da ist auch Raum 13. Müssen wir vielleicht da um? Es war nicht einfach, aber schließlich habe ich mein Ziel doch erreicht. Gut, so sind wir. Die Kisten warten wahrscheinlich darauf, abtransportiert zu werden. Eine lange Wartezeit, wenn man bedenkt, dass sie schon seit Jahren hier stehen. Die Kisten warten. Was haben wir da hinten? Diese Kiste ist offen, aber es ist nichts drin. Ich finde, das ergibt... Der Architekt muss seiner Fantasie hier freien Lauf gelassen haben. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Wasserbecken in einem Museum gesehen habe. Das Wasser sieht nicht aus, als ob es trinkbar wäre. Darstellung von Keilschrifttexten auf sumerischen Tontafeln. So steht's hier. Darstellung... Halt. Nein, ich wüsste nicht... Die Treppe führt nach oben. Aber da komme ich nicht hoch. Das Gerüst steht im Weg. Ach, es geht noch um oder noch. Sogar die Schaukästen in diesem Raum wurden ausgeräumt. Sie enthalten nur noch Staub. Sie sind leer. Da gibt gezeichnete Rekonstruktion einer Zikkurat, einer Tempelkonstruktion aus Mesopotamien. Naja, das sagt zumindest die Bildunterschrift. Professor Zindlers Büro. Aha, jetzt schauen wir erst mit dieser. Netter Kronleuchter. Der würde sich auch gut in meinem Büro machen. Gut, gehen wir mal ins Büro. Eine Menge Bücher, alte Fotografien und ein paar Museumsstücke. Das Büro des Professors sieht ganz normal aus, wenn man mal von der Leiche inmitten des Zimmers absieht. Kein Zweifel, dass das Professor Zindler ist. Das ist das Gesicht, das ich in der Zeitung gesehen habe. Sein Körper ist kalt, aber nicht zu sehr. Er kann kaum länger als 7 Stunden tot sein. Und aus dem Einschussloch in der Stirn schließe ich, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben sein kann. Ich glaube doch, der Professor Zindler ist während des Bombenanschlags umgekommen. Hier liegt was auf dem Boden.
Das ist ein Wachszylinder für ein Diktiergerät. Etwas wurde darauf aufgezeichnet. Wenn ich die Teile wieder zusammensetze, könnte ich mir die Aufnahme anhören. Aha, sind wir wieder beim Rätsel. Ich benutze das Teil am besten, um die anderen Stücke zu positionieren. Gut. Oh, ich glaube, das wird was Längeres. Stimmt das so? Gut, das wird das Ende sein. Das bleibt der Omat. Da haben wir gerade das dritte Teil da. Und das noch. Na? Ich benutze das Teil... Ich glaube nicht, das stimmt, oder? Das stimmt doch, oder? Nur mal. Jetzt werden wir erstmal speichern.